Illumina City, die Stadt der Pokémon und die Stadt der Cafés. Willkommen zurück, Freunde, zu Legends EA. Ja, wir haben in letzter Folge ein bisschen was Seltsames erfahren, ne? Obwohl wir aktuell noch, Moment, genau, Rang V sind. Kann ich mal speichern. Sollen wir den ersten Rang, Aufstiegskampf Rang F machen, ne? Also die ganzen Zwischenlevel einfach mal alles skippen. Ja, wäre schön, wenn das so online auch gehen würde. Und ja, wir haben noch gemerkt, dass unsere Pokémon mittlerweile fast ein bisschen zu schwach sind. Das heißt, ich muss hier ein bisschen Gas geben. Wir werden noch ein bisschen umgucken hier, was es alles ergibt. Ne? Ich meine, müssen wir einen Pokémon-Kampf bestellen. Ja, da hatten wir schon. Vielleicht gibt es sowas hier. Aber kämpfen kann. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht schon. Wer weiß das schon. Vielleicht kann man noch gar nichts machen. Ah ja. ...180 Jahre... Okay, nee, das ist dann nichts für mich. Dankeschön. Die haben Ideen hier. Ja, dahin, ne? Die Pokéball-Boutique ist echt toll. Ein Finsterball. Heilbälle, Netzbälle, Finsterbälle, aber ja, 6 Stück, ne? Sind auch teuer. Ein Wiederball. Ein flottiger Rottiball. Mhm. So, ein Timerball kann auch nie schaden. Ja, bald sind wir die ganze Kohle wieder los, ne? Geht halt doch recht schnell, leider. Okay, da danach hin zurück. Und wir waren hier auch schon mal überall. Sushi Wok, da waren wir gar nicht drin. Legere bezahlbare Artikel anbietet. Ja, komm ich so nicht, ne? Geh mal kurz dahin. Schauen uns dann hier mal noch ein bisschen weiter um. Bin ich zu weit? Die Passage. Achso, hier drin. Okay, die Passage selber. Was gibt's denn hier alles? Anderes Outfit. Ja, gut, wenn es dann hier nur Outfits gibt. Also, was heißt nur, ne? Aber ist momentan nicht gerade unbedingt das, was ich primär möchte. Sushi Wok, gehen wir mal hier hin. Erinnere mich ein bisschen an das eine Gebäude in Teak City in Johto. Da mit diesen Schwestern. Die Evil-Entwicklungen eingesetzt haben, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil hieß.
nicht hin. Okay. Die Essenz des Mega-Rings. Er überlegt tatsächlich, ob er Absolut ins Team nehmen soll, weil wir können sonst ein bisschen schwierig werden. Ohne Mega-Pokémon. Aber ja, warten wir noch ab, ne? Da ist 10, gehen wir erstmal bei 9 rein. Direkt daneben. Wildsektor 9. Ein Zobiris. Haben wir schon? Da bringt die Attacke hier gar nichts. Aua! So. Feierabend, wie das duftet. Da oben Geister-Pokémon? Ja, und nun? Gehen wir jetzt weiter hier. Also eines der Gerüste. Scheiße. Ja, ich sehe vorbei, ne? Okay, wieder zurück. Ein Flunkiefer. Sag mal. Nerviges Viech. Sag mal. Mann, sind die stur. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das ist irgendwie geboostet, warum auch immer. Das ist ein seltsames Viech. Was ist mit denen los? Die wollen einfach nicht drin bleiben. So eine Scheiße aber auch. Ich will bis nachts warten, ne? Und dann Finsterball einsetzen. Ja, aber irgendwie alles nichts bei denen, ne? Was zum? Setz doch mal. Ja, sie ist eh vorbei. Ah, dieser Wechsel. Ist ein Elite Psyaugon da unten? Junge, hält das Vieh was aus.
Und ist oben noch ein Elite Voltenso. Ja, nee, da oben gehe ich jetzt nicht hin. Ja, das Psyagon ist da hinten. Und so gut. Die OK sind leider auch nicht zurück. Scheiße, ey. Nicht die Rokara, Entschuldigung, die Flunkiefer meinte ich. Ja, die haben wir doch schon. Kadabra und Flunkiefer. Von Kadabra gibt es irgendwo noch. Noch mehr Flunkiefer. Vielleicht hat das irgendwie ein bisschen mehr Bock bei uns zu bleiben. Nee, so. Heilen, Supertrank. Jo. Mhm. Okay. Dann Subiris, nehmen das einen Flunkiefer. Geht doch. Warum nicht gleich so? Also, dann war es ja nur noch Kadabra, das uns fehlt, ne? Also, ich kann mir vorstellen, dass das Vieh gar nicht nachts kommt, sondern nur tagsüber. Oh, Evoltenso, also von Level 41 und tschüss. Bin doch nicht bescheuert. Noch ein bisschen zu knapp. Ja, Kadabra fehlen wir uns also hier noch. Okay. Kommen wir später zurück. Ich will mal gucken, was sie hier noch für eins haben. Gibt es ein Pokémon, was nur nachts auftaucht, ne? Oh, da war wieder der Fall. So, Okermann gefangen. Perfekt, dankeschön. Kirlia kann sich entwickeln, na, endlich mal. Wird Zeit für ein Gardevoir, Freunde. Und wir haben jetzt einen Megastein. Bereits. Boah, 80er Power hat schon, ist schon was. Zauberblatt und Hypnose, doch, das sind doch coole Moves.
Dann die Dinger halt noch, aber eben die meisten davon, die Elementarschläge bringen hier gar nichts. Wir sind da Pam-Pam, ne? Was hast du gesagt? Abgangstriade. Kurzzeit gesenkt, okay. Einen zum Tragen geben. Du kriegst natürlich einen Megastein, wie können es anders sein? So. Natürlich ein bisschen aufpassen muss, ist bei Pam-Pam auch, ja, unter anderem, weil der wird sich ja bald entwickeln können. Der braucht ein Unlicht-Pokémon im Team. Wobei, ich glaube, das können wir ja später machen, ne? Also sprich, normalerweise ist es glaube ich so, dass Pam-Pam bei 32 oder so herum mit einem Unlicht-Pokémon im Team sich entwickeln würde. Aber jetzt wird es glaube ich reichen, wenn ich einfach halt, wenn Pam-Pam soweit ist, einfach ein Unlicht-Pokémon ins Team packe und dann halt leveln kann, ne? Mal gucken, was Gardevoir so drauf hat. Jo. Das war mein Plan. So, wo ist das Vieh, das nachts auftaucht? Die sind's. Ah, da! Ein Kaulat! Okay. Ich habe jetzt nicht gerechnet, Kumpel. Natürlich kann ich nicht in die Box, ist klar. Ernsthaft, ihr wollt auf die Schnauze, ihr könnt auf die Schnauze haben. Da kommen gerade ein paar viele Pokémon auf mich zu. Wenn man Zeit für Mega-Entwicklung. Was machst du da? Ja, natürlich ist er besiegen und tschüss. Wah! Ich kann es nicht mal anvisieren. Das Spiel ist neu, ne? Wollte nur mal sagen. So. Apro Team und Boxen und so. Oh, die ganzen Dinge vergessen. Kaumalat. Puh. Kehrtwende. Ja, jetzt die Frage, wenn wir das brauchen. Oh, 10 Kopfschuss auch noch. Also, das werden wir jetzt gemacht, ne? Ja, welches Pokémon ich dann aber hier brauche, ne? Aber immer noch keine Ahnung. Aber okay. Ich werde mal kurz im Kampfsektor zurückkehren, ne? Wir werden noch ein bisschen kämpfen, hier brauchen eh 6000 Punkte, das wird eh eine Weile dauern. Hä? Ich bin doch gar nicht da. Fies, Mann. Ein Riolu. Das hat Watteschild gelernt. Also mein Pokémon. Bin doch nicht so schwach, ne, wie ich dachte.
Alles voller Gegner, ne? Loblar können sie zum Megani entwickeln übrigens. Das nur so by the way. So. Und auch Pipi ist erledigt. Pipi. Gibt es 500 Punkte? Und dann mit Arbok. Offenbar. Vorteil finished. Oh, falsche Attacke. Gardevoir, ja, und ich kann sogar das ganze Aussehen und so einfach mal beibehalten, ne? Quasi ein Mega-Ding wie Storewell, wenn man so will. So, egal. Freunde, Zeit für die nächste Entwicklung endlich. Unser Starter kriegt die höchste Form. Meganie. Meganie kann Laubklinge? Krass. Mein... Wow, bei Angriff, Spezialangriff ist relativ gut ausgeglichen. Zauberschein statt Zeus Stimme. Ja, hätte ich schon längst machen können, ne, glaube ich. Naja. Dann kommt das mal rein, dann Laubklinge. Nein! Entschuldigung. Dann eigentlich statt Rasierblatt, ne? So, ich mache das jetzt mit Attacke neu ordnen. Obwohl, Zauberschein oben. Gigasauger, Laubklinge als Pflanzenattacken da. Egelsamen, ja, Support halt. Säuselstimme. Ja, bei mir aber Zauberschein. Alles cool soweit. Pam Pam. Also Flammendrache mal gelernt, aber gar nicht mitbekommen. Ist doch nicht zu fassen. Verteidigung für längere Zeit erhöht. Eigentlich kein schlechter Move, wenn ich ehrlich bin. Ein Bibo, auch das ist kein Problem. Du, 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 du. Attacke gemeistert. Di, di, di.
Okay, das geht nicht, ne? Tag bricht an, ja, vielleicht bringe ich noch ein bisschen was hin. Oh. Genau, jeder nur noch einen Kampf gebraucht, aber nee. Ich bin einfach so, ne, du darfst nicht. Naja. Ein Sherox, an schlecht. So, aber es ist also ein mächtiges Gardevoir noch auf Tasche, ne? Ja, die Frage bleibt, dann trainiere ich mal die anderen Pokémon noch, ne? Aber jetzt erstmal ein bisschen gucken, was die so noch drauf haben. Man warten will jetzt auch bei 30. Der Ticken ist, glaube ich, bei 34 war es. Pam eben ist auch bald soweit. Kamokles glaube ich auch. Und Finsterstein habe ich auch noch für die nächste Entwicklung. Also, unserem Team geht es jetzt doch gerade ein bisschen stark bergauf, ne? Da soll man ja eigentlich den Floga mitnehmen. Ansonsten gerade weitere Sidequests, ja. So Missionsliste, sonst habe ich eigentlich nicht mehr so viele. Die drei, ja gut, die wollte ich später machen. Wenn ich schon mal hier in der Nähe bin, komme ich mal hier hin, weil sonst müsste ich wirklich sagen, okay, ich habe die ersten Sektionen gemacht, aber, hä? Stimmt, weil ich kaum mal noch irgendwie nicht gefunden habe. Hier fehlt noch Kadabra, genau, sonst haben wir den auch fast schon. Dann hier wäre noch Fleckmon. Am Team, ne, muss ich momentan sagen, habe ich echt ein Problem, ey. Schon so früh im Spiel, wo ich so viele gute Pokémon auch schon dabei habe. Man sagen würde, ja, die haben eigentlich einen guten Platz im Team verdient, ne. Mein Gardevoir, startet Megane sowieso. Dann die Frage Fiaro oder Hundemon, ne, als Pflanzenslot. Aber jetzt auch Kamokles und denke, so ein Stahl-Geist-Pokémon. Vor allem so ein starkes wäre eigentlich schon cool. Vati, ja, da vielleicht wieder ein Switchen und ein Kampfslot, ja, momentan Pam. Ja, schwierig. Mal, da muss ich rein. Falls ich überhaupt irgendwie reinkäme. So, was ist eigentlich hier los? Du hörst mir einfach nicht zu. Bei Schadensproblemen geht nichts über Vergiftung. Zum Sieg gehört eine gute Strategie, um eine Isses die gegnerische KP stetig zu senken. Nein, du hast mir nicht zur Rede zugehört. Paralyse ist die beste Strategie ohne Zweifel. Nee, Full Para ist die beste Strategie ohne Zweifel. Oh, hey du, da lauf jetzt vorbei, du kommst nämlich gerade rechts. Ah ja. Okay, Paralyse oder Vergiftung. Ich habe keinen Plan, wie stark die beiden sind. Deswegen erstmal Fortschritt speichern, wie man so schön sagt, ne? Nach gesagt, gehe ich mal mit Pam rein, ne? Ich meine, eigentlich müsste ich hier Vati einsetzen, weil Elektro-Pokémon können nicht paralysiert werden. Es sei denn, man jetzt hier wieder geändert. Mal schauen, wie stark die Dinge überhaupt sind. Hä? Das ist doch gar keine frühe Quest. Okay, ich bin verwirrt. Das war ein bisschen zu einfach. Du bist also gegen die Paralyse-Strategie angekommen. Nicht schlecht. Nein, ehrlich. Mit dem Gift in den Knie zwingen. Dann noch kurz Pokémon switchen, weil sie machen es clever. Weil es ein Stahl-Pokémon, der kann nicht vergiftet werden.
Es sei denn, es hätte eine entsprechende Fähigkeit wie Amphira, aber das Vieh gibt es hier nicht. Ja, also so viel Grundunterschied macht das jetzt auch nichts. Ja, also voll gelohnter Wechsel. Gift gegen Paralyse, ne? Beides nicht so doll. Eigentlich ist beides krass, wenn man es richtig beherrscht. Tja, genau genommen hatten wir beide keine Chance gegen ihn. Geben wir es zu. Da ist das Seltsame. Die Quest ist doch noch nicht so früh, dass es irgendwie erklären würde, warum die Pokémon so schlecht sind. Andere Quests, die das gemacht haben, waren die Pokémon so stark, dass ich fast in die Knie gegangen bin. Oh, ein Hyperheiler. Ja, haltet alles, ne? Ja, danke. Soweit schon mal. Passt nachher gut fürs Partende, ne? Trotzdem noch mal kurz Lucky machen. Trotzdem irgendwie gerne mal noch bei Shilog irgendwie. Haben noch ein paar gute Items. Den da vielleicht mal bei Vati, wenn es noch reicht. Jo, okay. Also warte noch ein Level jetzt zu Ampharos, ne? Ja. Sollen wir dazu nehmen, aber dann noch ein bisschen trainieren. Dann haben wir ja Hundemon. Ja, dann haben die alle mal Level 25 mindestens, ne? Passt doch. Manchmal, glaube ich, hier unten ist kein Plan. Ne, warte mal, ich wollte es anders machen. Hier. Weil sind die ich getauscht habe. Die kriegen eigentlich auch mehr Erfahrungspunkte als andere, ne? Die haben wir selber gefangen, genau. Deswegen auch der OT-Trainer. Dann haben wir noch die Kalo-Starter. Wunderprächtig. So, jetzt ist halt die Frage, was mache ich jetzt, ne? Also jetzt sowieso nichts mehr. Jetzt beende ich mal die Folge. Pokédex. Oh, wir haben Mega-Pokédex plötzlich auch. Okay. Mega Volten so gesehen. Mega Gardevoir. Der hat eigene Einträge, krass. Also, Booster befreit damit sein Herz, wenn seine stärksten Psychokräfte entfesselt. Mega Absol. Ich halt echt, ob er noch irgendwie auf den Mega Turtonit sparen soll, ne? Damit wir halt eben Turtok, Entschuldigung, noch entwickeln können entsprechend. Aber das will ich mehr beim nächsten Mal logischerweise. Und eine Sidequest hier übrig, ne? Da müssen wir hin. Ich würde sagen, ich gehe mal noch irgendwo hier hin. Pokémon Center halt. Irgendwann hier hinkommen. Schnell heilen, dann Part beenden und dann mal gucken, wo wir nächstes Mal weitermachen. Ich glaube, langweilig wird es uns so schnell nicht, ne? Und vielleicht nächstes Mal können wir auch Gramoclass noch entwickeln, genauso wie Pam-Pam. Da Tignis zumindest eher weniger, aber Vati können noch drin liegen. Ich glaube, die alle waren nur noch ein Level. Also die drei hier, Gramoclass, Pam-Pam, Vati waren nur noch ein Level zu entwickeln. Meganie. Also wenn Meganie auch eine Mega-Entwicklung hätte, wäre es ja Mega-Meganie, ne? Da wäre es ja wieder diese Meganie. Bist du dafür verantwortlich, Meganie? Gib's zu. Show me yourself. Na?
Hehe, die Kamera schauen. Megaring? Ich würde mal sagen, noch nicht bei Megani, aber wer weiß, was die Zukunft noch für uns bereithält, ne? In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legenden CA. Oh yeah. Tschüssi.